Goedenavond allemaal. Het geweldig dat jullie allemaal in zulke grote getalen zijn aangekomen. Het toont over een grote filosoof in ons midden, Peter Sloterdijk. En de titel van zijn boek is Je moet het leven veranderen. Ik ben Thierry Bakker van de Groene Amsterdammer. Ik vervang René Schutte, die helaas ziek is geworden. Die had hier graag bij willen zijn. Toch gaan we het hier hebben over je moet je leven veranderen. Oftewel, je moet het leven veranderen. Ja? Nee, geef jou het woord. Okay. Also, guten Abend, Herr Sloterdijk. Ich bin sehr froh zu sagen, dass dies das einzige deutsche Buch ist, das wir hier haben. Und das ist vielleicht sehr wichtig, denn Herr Sloterdijk liest kein Holländisch, aber er liest sehr gut und schreibt sehr gutes Deutsch. Und wir haben hier dieses Buch. Dieses Buch habe ich gelesen, wie manche Leute, auch in Deutschland, da gibt es sehr viele Leute, sehr viele Kommentare auf dieses Buch. Und ich habe und man liest das und ich lese Sloterdijk seit vielleicht 20 Jahren, 20 bis 25 Jahren, weiß das nicht genau, ich lese es und die Nietzsche sagt, ich kaue das und wieder kaue das und so weiter. Und immer wieder begegnet man einen Satz, der so schön ist, dass ich denke, was macht diesen Satz in diesem Buch? Und dieser Satz, das Buch ist auch sehr schön, aber dieser Satz, Herr Sloterdijk, da möchte ich Sie doch etwas befragen. Und dieser Satz ist, das Wunderbare ist das Lächeln des Unmöglichen. Es gibt eine deutsche Pianistin, Gabriele Wehmeyer, die über den größten Klavierprügelmeister des 19. Jahrhunderts, der übrigens ganz zu Unrecht zu diesem Ruf gekommen ist, Czerny, ein Buch geschrieben hat unter dem Titel Einzelhaft am Klavier. Ich weiß nicht, ob Sie die Pointe dieser Formulierung ganz genießen können. Das ist gewissermaßen ein Hinweis darauf, dass der Virtuose mit seinem Instrument in einer Art von Strafvollzug zusammengeschlossen ist und die Zelle ist überall dort, wo das Instrument ist und der Sträfling ist überall dort, wo das Instrument dem Übenden so nahe kommt, dass er sich mit ihm beschäftigen muss. Das ist eine Idee, die seit dem frühen 19. Jahrhundert den ausübenden Musikern wie auf den Leib geschrieben stand, denn von diesem Zeitpunkt an beginnt in Europa das Zeitalter der großen Virtuosen. Paganini ist in den 20er, 30er Jahren des 19. Jahrhunderts aufgetreten und hat eine Art von Verzauberung ausgelöst unter den Hörern moderner Musik. Noch Adorno war bereit zuzugestehen, dass der Artist, musikalische Artist, der Virtuose, ein Statthalter der Musik ist, in der Zeit, in der es keine echte große Musik gibt. Das heißt, zu merken und sie zu befolgen. Und die Größenordnung liegt über 600. Weil mit 10 Geboten kommen sie nicht mehr weiter. Aber wenn es wahr ist, dass wir verdammt sind zur Wiederholung, dann könnten die Leute vielleicht denken, wie verhält dies sich zu ihrem Buch? Ist das nur Wiederholung oder gibt es da etwas Neues? Das ist, ich würde sagen, das ist auch so ein Blitzschlag aus dem Heiligen. Das Buch fällt den Menschen auf den Kopf wie ein Meteor. Denn niemand hat es in Auftrag gegeben. Derrida wollte es nicht schreiben, Habermas hätte es nicht gekonnt. Es ist eine absolute Unwahrscheinlichkeit. Es ist aber geschehen. Und es ist
die einzige Art ist, die einzige Form von Ereignissen der Welt, mit der man es vergleichen kann, ist eben ein Meteoriteneinschlag. Dieses Buches in Bezug auf einige Überlebenden, Katastrophen und so weiter. Da schreiben Sie auch über das Erhabene. Und Sie sagen, wenn ich das richtig interpretiere, dass wir haben überhaupt keine Ethik in Bezug auf das Erhabene, aber wir haben nur Ästhetik in Bezug auf das Erhabene. Ja, aber ich will mit diesem Buch ja zeigen, dass der wesentlichste Teil der Ethik ja auch erhaben ist. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn Kierkegaard zwischen dem Ästhetischen, dem Ethischen und dem Religiösen unterscheidet, dann macht er einen Schritt zu viel. Den religiösen Schritt machen wir gar nicht, denn die ganze Absurdität, die er mit dem Religiösen verknüpft, der Sprung ins Absurde, der ist im Ethischen, wenn man das richtig versteht, schon enthalten, weil das Ethische die ganze Dimension des Unmöglichen bereits ausschöpft. Kierkegaard hat das Ethische ein wenig zu klein stilisiert, um noch Raum zu haben für einen religiösen Schritt. Den braucht man gar nicht unbedingt, wenn man das Ethische in einer solchen hyperbolischen, in einer solchen vom Unmöglichen herkommen Dimension denkt. Aber das stimmt vollkommen. Das Erhabene ist immer mit an Bord bei diesem Unternehmen. Und bei Rilke sowieso, denn er hat in seinem späteren Werk sich mit dem Erhabenen ganz unmittelbar auseinandergesetzt. Daher gibt es diese Neigung zur Gruppe. Im Übrigen ist der erste Ansatz in der christlichen Übungskultur, war der erste Ansatz war monastisch, das heißt einzelgängerisch, wie der Name sagt. Und nur weil die frühen Kirchenväter Oberägyptens bemerkt haben, dass die Alleinübenden in der Wüste zur Verwilderung tendieren, haben sie die Idee des Koinos Bios eingeführt, das heißt des gemeinsamen Lebens, woraus das Mönchstum entstanden ist. Das heißt also das organisierte Gruppenleben, wobei aber immer noch eine Konzession an den Monastizismus, an das Alleinleben gemacht wird, denn das waren die ersten Menschen in der abendlichen Tradition, die das Recht auf ein eigenes Zimmer hatten. Das hat es früher nie gegeben. Ein Mönch, eine Zelle. Das ist ein neuer architektonischer Imperativ, der bei den Könobiten, also bei den gemeinsam lebenden Mönchen der ägyptischen Wüste zum ersten Mal realisiert worden ist. Ja. Der Mönch muss in eine Zelle, aber alle Mönche, alle Zellen müssen in das gleiche Haus. Sie müssen sich gegenseitig kontrollieren, sich gegenseitig beim Üben, bei dieser realen Unwahrscheinlichkeit des mönchischen Lebens gegenseitig unterstützen. Und daraus hat sich die ganze Struktur entwickelt. Übrigens ist das einer der schönen Beispiele dafür, wie man auch wieder sieht, dass die Biologie Metaphern aus den anderen Wissenschaften übernimmt, nicht umgekehrt. Wir haben das hier nicht mit biologistischen Problemen zu tun, sondern die Biologie leiht den Begriff der Zelle aus der Architektur.